Wenn wir etwas am Internet bestellen, da könnt ihr aber nicht direkt bei uns heim. Es muss als erstes ein Logistikcenter, zum Beispiel die von der Post. Heute füllieren alltag zwischen 5.000 und 13.000 Pack. Sie gehen der Adresse noch sortiert. Bei der Pack von Amazon geht das vollautomatisch. Die haben nämlich schon Barcoden. All die anderen Pack die kriegen auch so Barcode. Damit kann in den Pack mit einfachen Scanner auslesen. Und jetzt weiß ich noch permanent, wo der Pack gerade drin ist. Aber wie weiß den Briefträger respektive den Livre, wie ein Pack muss verschicken, wohin die Pack kommen und vor allem auch, was der kürzeste Weg dahin ist. Das erklärt also den Mr. Science aus einem Experiment. Joseph, du lässt 33 Pack von der Post verschicken, ja. Und parallel dazu verschickst du noch einmal 33 Pack auf dieselbe Adresse. Genau, ich habe eine Aktion auf Facebook gestartet, an die ersten 33, die ich gemeldet habe, kriege ich von mir 2 Kadoen. Einen von der Post geliefert und einen von mir. Ich challenge nämlich an meinem Experiment von Haut das Logistiksystem von der Post. Ich will mehr sehr die 33 Pack ausliefern wie die Post. Sie verloren nicht beiß, aber das klingt mal ein bisschen wie ein Kampf David gegen Goliath. Während auch mit Post mich mal gefallen, dass sie Menge 33 Pack auch nicht mehr von engem Chauffeur ausfährt. Und das ist eine kleine Chance für mich. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich setze all mein Geld auf den Mr. Science. Moies frei Triage vun der Post Beetebusch. Hi, Sam. Salut. Hey, das ist der Chauffeur, gegen den ich Haut untreten. Und hin vertraut Haut 100% auf das Logistiksystem von der Post. Ja, und ich auf meine Intuition. Alle lassen. Die Adressen gehen nur gelies an den nächsten Tri gemacht. Das dauert ein bisschen. Ja, ich habe eine kleine Vorteil. Und zwar habe ich natürlich die Adressen, wo ich muss hinfahren, schon alle gut auf meiner Liste. Da muss ich sie just nach vorne und dann den optimalen Weg sichern. Bei der Post geht auch vieles automatisch. Sie lokalisiert um ersten Tri die Adresse mit ihrem Logistikprogramm und die berechnen dann die Tournee vom Liefereur. Pack gi sogar dem Weg noch nummeriert, da leihen sie den Adressen noch an der Kamionette und der Sam muss Pack just nach der Reihe noch rausholen und nicht ewig sichern. Okay, Münzchecker, wo ist das? Und überdem der Joseph nach sich da plant, ist der Sam schon bereit für fort. Der Sam hat schon solid avance, aber mit deinem Geschick kriegst du bestimmt noch rum. Der portable Computer verrät dem Sam den richtigen Weg von Adresse zu Adresse. Der Joseph muss alle Adressen neu an sein GPS gehen. Das hält wichtig Zeit. Wieso mal Mr. Science, wie rechnet der Computer eigentlich den kürzten Weg? Das stelle ich mir relativ kompliziert vor. Weil das ist ziemlich komplex Informatik und du schaffen die Forscher auf der Uni nur hautnach drin und du musst sowieso hin. Holen wir mal ein einfaches Problem, so wie diesen hier. Hier ist Post und hier sind 4 Häuser, wo man hin muss. Wir können dem Computer zum Beispiel so, soll immer den kürzten Weg holen. Da gibt man so vor. Hi. So. So. Das ist aber nicht der kürzeste Weg. Ja, und dafür seht ihr im Computer auch, er soll alle gut Wege probieren und du noch könnt der kürzeste Weg dabei raus, das ist den Hai. Das System funktioniert, ja, was ist dann das Problem? Ja, bei 4 Häusern braucht der Computer dann 24 Möglichkeiten zu berechnen. Aber bei 33 Häusern sind das schon so viele Möglichkeiten. Und du brauchst sogar den ersten Computer enorm lange Zeit für das zu berechnen. Wir brauchen also mathematische Tricker. Und hier auf der Uni gibt es einen besonderen mathematischen Trick geforscht, für dieses Problem zu lösen. Und den hat sich in der Biologie inspiriert. Salut Javier. Hi. Hey, hier ist dein Pack. Oh, thank you. Coolen T-Shirt hast du. Thanks. Merci. Ja, mein Computerprogrammer sind wie Evolution. Wie Menschen gehen sie von Generation zu Generation besser adaptiert. Ja, okay.
Weil an den Javier den hat mir das so erklärt, von der Computer muss W fannen auf all des Punkten, dann los man einfach 4 W o Hasard ausrechnen, so wie der Titan. E Riesekudelmodell. Ja, wenn der gut guckt, da sieht dass 2 von den heute W bisschen wie kurz sind. And that's it. An dat sind Ären an déi kombinéiert den an der Kredit eng neue Generation. A new generation. Und das sind so gesehen Kanner, die neue Generation. Und der Kanner gehen da mehr verschiedener gemacht. Und aus den 2 besten Kanner geht Mam und Pap. Und die machen dann noch eine neue Generation. Und so geht das immer weiter. Yeah. And after a few thousand generations, that only takes 1 minute Ja, for the an no computer. puer 1000 Generationen dofir brauch Computer just eng Minut, da krémer Appes wie Datei. Wow, okay. Und der Titan, das ist zwar nur der kurzste W, aber ob es der beste W ist, das weiß der Computer nicht, weil da gibt nämlich noch ganz viele andere Faktoren, wie zum Beispiel den Trafik oder so, die der Computer nicht kann berechnen. Und dafür muss noch viel geforscht gehen. So, schon aber eine kleine Chance dafür zu gewinnen, aber dafür muss ich auch ganz sehr weitergehen. Allez, merci, ja. Ciao. Ciao. Oh nee. Jaft. Chantier. Ach, wo sind schon noch gelandet? Den Job schenkt dem Mr. Science Nutze bekommen. Ech fährten den Olivier huet sei Geld op die falsche gesagt. Und du trinkst schon im Kaffee, ja? Da tust du dann. Das ist nicht zu leben. Ich bin voll fertig. Und du hast alte Adresse gefunden. Natürlich. Boah, ich gehe so in Challenge, was du gewonnen hast. Ein Hypager ist für dich. Merci. Nach einmal den Überblick. 33 Päck sollte verdeelt gehen. Der Mr. Science hat allerdings 2 Adressen nicht gefunden. Von der Distanz wäre Computerer Joseph ähnlich. Allerdings hat ihn 2 Stunden mehr lang gebraucht. Das kann ihn optimieren. So oder so, bei 12.000 Päck, du hast von Anfang an kapituliert. Ja, wenn ihr bedenkt, Sam dreht normalerweise pro Tag über 100 Pack aus. Boah, das ist ein Schnitzel Leben. Sure, von Zippes kannst.